Plätze und für den ältesten, selbstverwalteten Kindergarten und Hort kämpfen. Was denn? Naja, also heute ist ja hier so eine Demonstration. Heute ist so eine Demonstration, weil der ÖH uns den Kindergarten geklaut hat. Und ja, ich weiß nicht, warum der ÖH uns den Kindergarten geklaut hat, aber wir haben gar nichts getan. Tschüss. Das Rektorat hat heute bekannt gegeben, dass sie den ursprünglich von der ÖH vorgesehenen Betreiber werden wachsen sein, aufgrund seiner, naja, vielleicht noch etwas fragwürdigen Eignung nicht akzeptieren werden. Laut Auskunft der ÖH treffen sie sich momentan zu einem Krisentreffen, um zu überlegen, wer es denn sonst noch sein könnte, wenn schon nicht werden wachsen sein. Naja, ich glaube, wir hätten da einen Vorschlag, wen Sie mit der Kinderbetreuung betrauen könnten, oder? Ja! Und die Situation ist unheimlich belastend. Deshalb fordere ich einfach auf die ÖH, ihren persönlichen Rachefeldzug und diese Schmutzwäschkampagne gegen uns zu stoppen und endlich wieder Verhandlungen aufzunehmen. Sagen, liebe ÖH, niemand versteht das, dass ihr diesen Kindergarten sichtlich vernichten wollt. Die Vollversammlung, das sind alle, die bei der letzten AK-Wahl gewählt wurden, hat Ende April getagt und wir haben dies zum Anlass genommen, einen Antrag auf Erhalt des Kindergartens und Horts des Vereins Studentinnenkinder zu stellen. Ich möchte gerne, dass die ÖH sich entscheidet, wieder mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sind total begeistert von diesem Verein und wollen weiterhin so bestehen bleiben. Die letzten 5 Jahre hat mir der Verein irrsinnig viel weitergeholfen, dass ich mit meinem Studium weiterkomme. Meine Tochter geht sehr gern da in den Kindergarten und ist sehr gut betreut. Ein Dankeschön an alle Betreuerinnen. Und jetzt seit 5 Monaten ist es einfach so, dass man eigentlich wirklich zu sehr wenig kommt. Also es leiden die Betreuer und Betreuerinnen drunter, es leiden die Kinder drunter und es leiden auch wir Eltern drunter. Dank der Umstellung an den Bachelor- und Masterstudienplan bin ich eigentlich jetzt ziemlich im Druck, dass ich mein Magister nur fertig kriege. Und ich denke mal, für das ist der Kindergarten eigentlich auch gedacht, dass wir das schaffen alles. Und es wäre auch im Sinne der ÖH und die ÖH könnte sich auch wirklich in anderen Dingen mehr einbringen. Es ist auf der Uni schon irgendwie zu sehen, dass in solchen Themen wie Bachelor- und Masterstudienpläne, wie STEOP, wie Studiengebühren momentan relativ wenig zu hören ist von der ÖH. Es sind alles eigene Initiativen, die sie da stark machen, aber von der ÖH kommt wenig. Dafür macht es irgendwie stark gegen den Kindergarten und das ist was man einfach als Studierender nicht versteht. Immerhin zahlt man ja verpflichtend einen Beitrag an die ÖH. Es wird immer gesagt, dass wir unsere Kinder politisch instrumentalisieren. Das nenne ich Erziehung. Ja? Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr politisch aktiv und ich werde natürlich diese Werte meinem Kind übermitteln. Und das
gehört auch zu Demos zu gehen. Also ich bin Betreuer in diesem Kindergarten und ich kenne mehrere Kindergärten, das ist der beste, den ich kennengelernt habe und der möchte unbedingt bleiben und deswegen muss er uns erhalten bleiben. Also ich bin die Praktikantin im Kindergarten und es ist jetzt schon mein 3. Jahr und bis jetzt ist der Kindergarten der beste, den ich hatte. Das ist der beste Kindergarten, den ich kenne. Ich habe den Eindruck eines liebevollen Umgangs und nicht so, ich bin jetzt die Tante und du bist so hierarchisch unter mir stehend, sondern ich habe immer den Eindruck von einem gleichwertigen Zueinander und so bin ich halt mit meiner Tochter auch und dadurch funktioniert es in anderen Strukturen, wird es nicht funktionieren mit meiner Tochter. Wir sind heute hier, um den Kindergarten zu unterstützen, weil wir dadurch einen Großteil unserer positiven Entwicklung zu verdanken haben und auch immer noch, wie man sieht, befreundet sind mit den Leuten, mit denen wir damals im Kindergarten waren und es ist eine Frechheit. Widerstand! Widerstand!